Guten Tag, ihr Leid. Wir machen genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Oh, fuck. Ich muss doch raus. Sorry, radioaktives Zeug. Und zwar... Da hinten... Aha. Ist unser Auto. Wir brauchen neue Ladung für unser Auto, damit wir wieder heimkommen. Und das machen wir jetzt. Lauf. Lauf. Da, irgendwas flieht. Ich bin gerade geflohen oder was? Ah, der Anker ist genau unter mir rausgekommen. Hopp, mach ihn hin. Jetzt so. Und gucke, dass wir abkommen. Wir müssen doch so langsam jetzt genug haben, oder? Zeig mal her. Bitte laden 0,2. Alter. Ich glaube, es hackt oder was? Moment, das war er gar nicht. Ich habe gemeint, das wäre gewesen. Muss noch ein Anker sein? Ach so. Ja, dann fahren wir doch hin, ne? Wir sind voll beladen, ihr Leid. Ah, da eben ist er. Ich glaube, es ist besser, wenn ich da auf der Straße stehen bleibe. Vorsicht. Vorsicht, Auto. Ah, kack. So. Weil wenn ich den jetzt nicht mache, dann ist der unten meine Ladung komplett voll. Und dann geht's rund. Und dann müssen wir gucken, wie wir da rauskommen. Aber erst, jetzt solange hier noch einigermaßen Ruhe ist, repariere ich mal... Ui, ich hab schon mal astrein geparkt, ne? Baue ich mir mal einen Autoersatzreparierer. Ne, wie heißt das? Eine Reparaturkette. Autoersatzreparierer. So. Und du mal ein bisschen mal Auto reparieren. Zum Beispiel die Stoßstange hier. Ziemlich fertig ist. Die Tür geht. Geht. Ja. Machen wir noch ein Petze drauf. Okay, da musst du auf alle Fälle drauf. So, diesmal habe ich das Auto nicht so geschrottet wie schon stolz. So, lieber müssen wir. Hoppala. Inventar voll, okay. Wenn wir schon mal dabei sind, dann looten wir natürlich noch. Ha, dachte ich mir, dass das geht. So, jetzt pass auf. Ah, das ist deutlich angenehmer. So. Auto steht. Ich renn mal schnell da rüber. Es ist halt ein großes. Dann wird es halt richtig rund gehen. So, wo ist das Ding? Das ist einfach nur daneben. Okay. Das ist eine große Ladung, weißt du? So. Alles still soweit? Okay. Okay, sieht gut aus. Wir sind vollgeladen. Da kommt der nächste Sturm gleich. Scheißegal. Wir peilen den da an. Ich würde da gern... Nein, nicht Portal verknüpfen. Ich würde da gern einen Wegpunkt löschen. Einen Wegpunkt setzen. Hast du Belegung, du machst mich fertig. Hey, das war A-Knopf. Bin ich mal saumäßig sicher. Also, wacht. So machen wir das. So. Und jetzt gucken wir, dass wir da in die Nähe kommen von dem eckigen Ding da.
Weil jetzt wird es nämlich ein bisschen wilder. Generell mit der Anomalie, weil wir jetzt nämlich vollgeladen sind. So. Ich könnte noch zu dem Anna-Gelbe gehen, könnte das auch noch inladen, aber hey, ihr Leid, ich will es nicht übertreiben. Ich gucke, dass ich jetzt halt abkomme. So. Kann ich da einfach geradeaus runterfahren jetzt? Welche so ein bisschen da links einfach nur? Wir werden es sehen, ne? Ja. Ah. Sieht doch aber gut aus. Guck mal. Immer Richtung Emdo. Haben wir ein bisschen querfeld ein, mein Gott. Wir sind noch gut im grünen Bereich. Ich habe so das Gefühl, das ist keine gute Idee. Auto. Rückwärts fahre. Rückwärts. Ich hab Scheiße gebaut, ihr Leid. Ah, okay. Jetzt fahrt er rückwärts. Er hat aber alle Rückwärtsgang nicht neben gemacht. Oh, ich hab schon gemeint, hey, alter Schwede. Oh, fuck. Sturm. Mir so gut, dass man einen Sturm umfahre. Könne man nicht. Das ist scheiße. Scheiße. Wir sind in den Berg drin, wir sind im Sturm drin. Guck mal, bist du. Ja. Im Anomaliesturm drin. Wie man sieht. Und da kommt der Dosenöffner. Ja, ich weiß doch. Alter Schwede, ihr Leid. So. Wir gucken halt an, statt den Berg nicht nur, der ist zu steil. Alter. Mach doch keine Scheiße, weil... Fuck. Oh. Und jetzt warte, bis wir wieder unten sind. So, weiterfahren. Ja, wir sind gut kaputt, ich weiß. Wir sind halt mitten im Sturm. Sorry, liebes Auto. Es tut mir so leid. Und jetzt wenigstens wieder Stroß. Das sieht schon mal ein bisschen besser für uns aus. Ja, hopp, mach Platz. Okay, Zeitfeier, scheiße. Oh, fuck, was ist das? Keine Ahnung. Okay, Zeit zum Aussteigen. Moment. Ich sehe gerade, wenn wir anders darum fahren, können wir warten, bis der Sturm vorbei ist. Wir haben ja Zeit. Zeit ist nicht unser Problem. Wir fahren jetzt aus dem Sturm raus und warten, bis der scheiß Sturm vorbei ist. Alter Schwede. Komm mal her, machen wir bitte Musiker. So. So, wir dürften aus dem Sturm raus sind. Sorry. Jetzt müssen wir ein bisschen unser Auto reparieren. Wir warten, bis der Sturm weitergezogen ist. Wo habe ich denn? Das zeigt du. So. Vorne links war es noch ziemlich fies, hat's geheißen, gell? So, ist Kaputski. Oh fuck, hier kommt anderer Scheiß. Schnell hin. So. Auf geht's. Sturm ist soweit vorbei. Wir fahren weiter. Jetzt kommt halt anderer Scheiß. Wie gesagt, ne, wir haben jetzt die Ladung voll gemacht, deswegen wird es mit einer Anomalie immer schlimmer. Jetzt müssen wir gucken, dass wir in die Nähe von so einem Ankerpunkt kommen.
Mich denn einen Ankerpunkt hier gesetzt, hey. Wie ich ja weil erst. Warte mal, kommen wir da raus. So. So, Moment. Die wechseln die Ankerpunkte? Okay. Dann machen wir das einfach so. Stroß entlang. Okay, auf geht's. Jetzt aber flott. Flott einfach die Stroß entlang. Zum Großteil. Ah, shit. Einfach nur die Stroß entlang. Die nächste bisschen links. Was ist das da? Das Rohrpostding. Das lassen wir gerade. Mal gut sein. Wir sind voll beladen. Ich weiß, Rohrpost wäre cool, aber Pech gehabt. So. So. Hey, was ist denn... Ach so, die werden rosa, wenn ich in die Nähe gehe. Portal zu nah. Ach so! Okay. Aber das Portal ist schon ziemlich geil, bei so Wacht. Was ich jetzt vorhabe, ist, ich fahre ein bisschen zurück, dass wir weit genug weg sind. Weil das ist halt relativ an der Stroß und das ist schon saumäßig praktisch. So. Dann fahre ich gerade mal an deine Laster, wo wir gerade aber als schön vorbeigefahren sind. Und wenn dann da hinten irgendwo. Hier zum Beispiel. Schöne Handbremse trifft gemacht, weil. Und du noch ein bisschen. Ich kann nicht reparieren. Die Batterie geht auch bald zur Neige, so wie es aussieht. Ach komm, Portal immer noch zu nah. Kann ja wohl nicht Sinn. Voll weit weg. Ich guck mal, was es in dem Auto da gibt. Fuck. Moment. Mhm. Ja. Ah, jetzt darf man nicht so nah dran sein. Ich will halt so nah wie möglich an so einem Portal sein. Primitive Tür. Ja geil, die nehmen wir mal einfach mit, ne? Tun sie irgendwo links dran machen. Weil die waren nämlich ziemlich im Arsch. So. Pass auf. Weg damit. Du kommst mit. Und zwar dort dran. Ah, ist ein bisschen besser. Muss ich wieder insteigen. So, wir sind weit genug davon entfernt. Jetzt machen wir da. Okay. Ab geht's. Wir müssen da hin zu dem leuchtenden Ding hier. Und dann fahren wir am besten die Straße entlang. Da müssen wir auf alle Fälle hier. Und jetzt wird der Kreis immer enger, wo die Scheiße richtig am Dampfen ist. Aber das sollte man schaffen. Hopp, komm, diesmal schaffen wir es. Ich kann nicht immer scheiße sein. Danke, was Aufladen von der Autobatterie. So, wir müssen da nehmen. Einfach nur hinfahren. Hopp, mache Platz. Alter, hätte ich mal nicht noch mehr bei ihm unterwegs. So, ich muss einfach nur hinfahren. Einfach nur hin und dann haben wir es gepackt. Ihr Leid, mir haben es gepackt, jawohl. Alter Schwede. Der erste Run, der erfolgreich war. Ich weiß, dass ich mich saudumm darstelle. Gucke euch das an. Tourbericht geschafft. Scheißegal wie. I'm marginally impressed. Not bad, newbie. Ja, danke. Machen wir Autos. So. Ei. Okay. Okay. Alter Schwede.
Das hat sich mal richtig rentiert. Jetzt mal ohne Scheiß. Guck euch an. Guck euch an, wie kaputt mein Auto ist. Ja, nee, aber... Ich kriege den Kofferraum nicht mehr auf. Alter, wir sind voll beladen, hey. Voll geil. Okay, das hat sich richtig rendiert. So, jetzt pass auf. Gehen wir zuerst mal da her. So, dann haben ihr Amo ein funktionierender, ein guter Run gesehen. Der funktioniert hat. Komm. Wo wir auch wirklich heimgekommen sind. Soll auch mal vorkommen, ne? So. Da, komm, das machen wir not her. Erstmal ein bisschen Batterie aufladen. So, guck mal hier. Errichte eine Verschönerungsmaschine, um Gegenstände zur Verschönerung verwenden. Dann hätten wir noch eine Macke-Maschine. Diagnostiziere das Auto. Nutze die Macke-Maschine, um Macken des Autos zu finden und zu beheben. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal das. Erstmal gucken, was das ist. Macke-Maschine. Ne? Okay. Eine Fähigkeit wird aktiviert. Ah, okay. Das weiß ich schon von Videos, die ich mal gemisst habe, was los ist. Also gemisst habe, weil ja, die Erklärung, ne, ist halt nicht so. Das Auto kriegt halt Macke. So wie vorhin zum Beispiel, wo ich aussteigen wollte oder ausgestiegen bin, plötzlich hat das Auto gehupst. Ich glaube, dass das sogar eine Macke war. Wieso ist denn die Musik schon wieder so laut? Sei mal ruhig, ich will hier erklären. Ich meine, du singst schön, aber ich bin hier am Erklären. Ich brauche hier mal Ruhe. Ich weiß halt nicht, was da im Moment hat mein Auto doch keine Macke, oder? Ist doch alles super. So, komm mal her. Ist doch alles super im Moment. Ich tanke sie mal auf, das ist das Wichtigste. Auf eine Stufe achten sollen, ne? So. Die Tankklappe noch nicht gescannt, oder was? Ich dachte, ich habe schon alles gescannt hier. Macke sind so Sachen halt wie, wenn du dich ninhuckst und eine Zündung anmachst, geht die Scheibenwischer an. Automatisch, obwohl er aus ist. Das ist dann eine Macke. Da musst du halt, so wie ich das jetzt halt mitgekriegt habe, an das Maschinchen gehen und halt sah, wenn ich mich ins Auto setze, bei Zündung anmache, geht irgendwie was anderes. Oder sowas. Da, beliebiger... Oh, warte mal. Auto vibriert. Gibt's da sowas? Ich habe die Rave noch geguckt. Die Rave waren in Ordnung, aber das vibriert und macht wie irre. Gibt's da vielleicht irgendwas? Ein beliebiger Reifen ist gelöst. Könnte vielleicht Sinn. Abrupter Schlenker, Radio. Dreht sich weiter, abrupter Schlenker, fährt nach links, fährt nach rechts. Hupe wird gehupt. Mach Sache. Scheinwerfer bleibt an, aus. Schaltet sich ein oder aus. Ach du Scheiße, was es da für Macke gibt. Ich hab doch gar keinen Bock drauf. Auto, was? Mollidiert. Was ist dann mollidiert? Schaltet sich ein, schaltet sich aus, wird teleportiert, erhält Anker, bewegt sich langsam, bremsen, bewegt sich rückwärts, wird getreten, an einer Steigung, bewegt sich bergauf, bewegt sich bergab. Ach, kollidiert. Das soll ein M sein. K. Mollidiert. Was soll denn mollidiert sein? Sag mal, habe ich gekifft oder was hier? Ja, mein Auto schaltet sich ein, bewegt sich schnell. Ja, macht's alles, ne? Erhält Anker. Achso. Nee, jetzt das mal gucken. Auto, nee. Batterie ist leer, wird voll. Fähigkeit wird aktiviert. Keine Ahnung. Also eigentlich, wie gesagt, ich bin hier relativ zufrieden. Ein beliebiger Reifen ist gelöst. Und jetzt hier. Und ich glaube, hier ist dann, was ich machen könnte oder so. Keine Ahnung. Da ich schon, wie gesagt, kein Problem mit meinem Auto habe im Moment, ist mir das gerade mal egal. Egal. Übrigens, ihr Leid, habe ich herausgefunden, was das da ist. Also, ja, habe ich ja in der vorletzten Folge erklärt gekriegt und in der letzten Folge schon wieder vergessen. Junge, da war ein ganzer Da dazwischen, ihr Leid. Wenn der Autoteile oder Tiere kriegst oder sowas, haben wir ja letztens gekriegt aus dem Ding, wo man nicht gebraucht haben. Dann kann ich die da hinschmeißen oder Sache generell, was du nicht brauchst, und der verkleinert dir die in Einzelteile. Irgendwie praktisch. So, wo wir gerade bei sind, bei irgendwie praktisch. Wo ist denn meine Kiste? Ich habe doch so große Kiste. Da, die da. Komm mal her.
Ich will dich hochnehmen, du Affezippel. So. Dann gehen wir jetzt ans Auto und da rauben wir jetzt ordentlich das Auto leer. Kann ich eigentlich nochmal in deine Müllcontainer, du geh? Okay, cool. Wusste ich gar nicht, dass ich da öfters dran gehen kann. Tesa, Glasscheibe. Kann ich nochmal dran gehen? Krass, wie oft kann ich denn da dran gehen, hey? Kann ich nochmal da dran gehen? Okay. Ne, ich kann nicht mit dran gehen. So. Und jetzt wird ordentlich ausgerahmt. Gucke euch das an hier. So. Verschieben, neu ordnen. So, jetzt habe ich alles in den Transportkoffer. Das da kommt auf alle Fälle noch hin. Das ist das, was ich noch im Auto habe. Ja, die blaue Farbe soll natürlich auch mit in den Koffer. Das ist so logisch, ne? Und was ist das da? 8-Ball-Schlüssel. Anlegen zur Verschönerung. Zum Anlegen in Verschönerungsmaschine platzieren. Alter Schwede. Kosmetische Schalthebel mögen albern erscheinen, aber dieser hier könnte tatsächlich angenehm zu bedienen sein. 8-Ball. Ah, das ist so ein Billardkugelding. Ja, dann nehmen wir mal mit, ne? So. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, da kommt die Farbe drauf, aufs Farbregal. Das ist so irgendwie das Liebste, was ich mache hier. So, guck. Ah, da kommt alles, was Deko ist. Also, was ist das? Aufkleber-Kit ADA. Dieser Aufkleber ist von der Regierung genehmigt, wird vom Bund finanziert und ist ausschließlich für den offiziellen Gebrauch bestimmt. Unerlaubtes Zeigen kann eine Strafgebühr nach sich ziehen oder zur Beschlagnahme der Ausrüstung oder des Fahrzeugs führen. Beschlagnahme. So, sehr schön. Danke, kann ich glatt zumachen. Warte mal, ich will hier da an den Schrank gehen, gell? Und da mal zeichenlos wäre. Alter, das ist geil. Zack, einfach alles hingeballert. So. Und das da? Was ist denn die Verschönerungsmaschine? Hab ich schon wieder vergessen. Bist du? Ne, du bist der Staubsauger. Ja, da ist mal Staubsauger drin. Ich steck dich jetzt einfach mal da hin. Was ist das da eigentlich? Primitive Platte und primitive Stoßstange. Ach, das ist mal Aldi, gell? Also mal Aldi Stoßstange, wenn ich. Das ist mal Aldi. So. Fertigungsmaschine. Na. Okay, mal, guck mal gleich dazu. Da kommen wir heute auf alle Fälle noch dazu. Was bist du? Sah da mal nicht. Achso, ja, pass auf, wacht. Ich will da die Stoßstange hinhauen. So, das ist der Materiezerleger. Guck, jetzt macht er mal die Stoßstange klar und spautzt mal dann die Einzelteile raus, aus was die Stoßstange besteht. Die hätte ich eh nicht mehr gebrauchen können. Also, wollte ich schon reparieren und so, ne? So, was gibt's hier noch? Find den Weg in die Stadt. Das ist Story Quest und dann Fahrzeugverschönerung, persönlicher Geschmack. Errichte eine Verschönerungsmaschine, um Gegenstände zur Verschönerung zu verwenden. Achso, ich muss erst noch eine Verschönerungsmaschine bauen. Da kann ich schon lang suchen. Kann man wahrscheinlich hier bauen, oder? Sommerreife, Vergasermotor. Dieses murrende Monster wirkt ein wenig zu groß für einen einfachen Kombi. Das Ungetüm frisst schneller den Tank leer als ein Welpe seinen Fressnapf. Dieser Motor ist jedoch ziemlich strapazierfähig und du kannst dich darauf verlassen, dass er dich und dein Auto von A nach B transportiert. Aha, okay. Habe ich gelernt, wie ich das bauen kann. Sommerreife kann ich bauen. 2 Stück sogar. Will ich das aber, ist die Frage. Nee, ich glaube eher nicht. Primitive Tür. Ich habe doch so Fechti-Tür gefunden, so Stahltür oder sowas. Sowas würde ich gern machen. Ja. Ich brauche erstmal, glaube ich, neue Baupläne. Das heißt, ich muss das wahrscheinlich über das... guck mal, lass mal davor. Auto auftanken. Achte auf deine Tankanzeige, sonst geht dir garantiert zum falschen Zeitpunkt der Sprit auf. Guter Tipp. Unterwegs kannst du Benzin aus Benzin versanden, bla bla bla. Das weiß ich doch alles. Was gibt's denn Neues hier? Macken. Im Laufe der Zeit kann ein Auto Macken entwickeln. Manche sind eher niedlich, andere überaus lästig. Beobachte dein Auto ganz genau. Du musst nämlich zuerst bestimmen, was genau das Problem ist, bevor du es mit der Mackenmaschine bescheidigen kannst. Ja, dann bescheidige mal das mal. Guck mal hier, Kastevar. Privates Feldtagebuch, Dr. Everett, Datum unbekannt.
Ich hatte keine Ahnung, was für ein logistischer Albtraum es werden würde. Gegen Ende des Jahrzehnts gab es hier mehr als 100 Wissenschaftler, doppelt so viel Hilfspersonal und Techniker, dazu noch einmal 100 Ingenieure verschiedener Disziplinen und mehr als 2000 Soldaten. Die letzte Zahl ist nur eine grobe Schätzung. Und dann die Trucks. Überall fuhren den ganzen Tag Trucks umher. Sie transportierten Benzin, Geräte und Ausrüstung, Kabel, Möbel. Jeder braucht ja unbedingt ein Sofa. Ich hätte ein kleines Stadtbahnnetz vorgezogen, zumindest mehr Güterzüge, aber ich hatte das Gefühl, nach den Ereignissen zu Beginn wollte niemand in einem Umkreis von 100 Meilen um diesen Ort je wieder in einen Zug steigen. Als ob sie verflucht waren. Also fuhren überall Trucks. Tag ein, Tag aus. Vor uns gab es hier nie einen Stau. Und jetzt fangen wir an, alles wieder abzubauen und abzutransportieren. Gesundschrumpfung nennen sie es. Sie plündern einfach alles, was zurückgelassen wurde. Ja, Schäfereich. So, guck mal, seismisches Gewitter. Manchmal scheint dich im Sperrgebiet selbst der Boden unter deinen Füßen umbringen zu wollen, habe ich gemerkt. Irgendetwas unter der Oberfläche hat sich verändert. Wenn es zur Instabilität kommt, ist alles, was nicht fliegen kann, in Gefahr. Es war also nicht einfach nur die Puller, sondern das war nur die ganze Zeit, wo da die Dinger hochkommen sind. Das war halt schon extrem. Das war da, wo wir in dem gelben Nebel drin waren, der halt die Anomalie noch mal verstärkt hervorruft. Und dann halt noch, je mehr Ladung wir haben von den gelben Dinger da, desto mehr kommen generell schon die Anomalie und ich glaube auch, desto mehr kommen Nebel oder so. Bin mir nicht ganz sicher. So, Heißstaub. Ach, jetzt kommt wieder so ewig lange Erklärung, wo rund die Geschichte ist und am Schluss kriege ich doch nicht erklärt, was es ist. Dr. A.F. Kingi, Datum unbekannt. Unseren bisherigen Messungen zufolge lässt sich ein Großteil der Strahlung im Sperrgebiet in Beta-Teilchen und Gammastrahlung unterteilen, wobei beide Strahlungsarten sich fast genau wie erwartet verhalten. Trotzdem sind weitere Untersuchungen nötig, um mehr über die Quelle der Strahlung und den Grund für deren extrem variable Intensität herauszufinden, die wir in diesem Maße noch nie zuvor gesehen haben. Eine ganz bestimmte Art von Strahlung manifestiert sich als lokal begrenztes Phänomen. Sie scheint keine Quelle zu haben und ungerichtet zu sein und verhält sich ähnlich wie Wolkenfelder. Diese Strahlungsmikroklimata kommen immer häufiger vor. Ihre Intensität variiert zwischen relativ schwach und extrem stark. Das Personal unserer Auftragnehmer vor Ort hat dieser Anomalie bereits einen Namen gegeben, obwohl wir versucht haben, sie davon abzubringen. Sie nennen sie Heißstaub. Super. Weitere Untersuchungen sind natürlich notwendig, werden jedoch durch das extrem unvorherbare Verhalten und das spontane Auftreten dieser Strahlung extrem erschwert, weshalb sie derzeit keine Priorität haben. Wissen wir jetzt, was Heißstaub ist? Nicht wirklich. Ey, sorry, Spiel, ne, aber ja, es ist so schön. Leuchtet das da? Wenn es dir, Story-Hintergrund und sowas gibt. Das ist ja super, das mag ich ja sogar sehr. Was ich halt gar nicht mag, ist, wenn es da nicht erklärt, was es ist. Sondern einfach, ja, Wissenschaftler A, B, guck mal, da ist ein Staub, super. Ja, aber was macht der Staub? Weiß ich nicht, kriege ich nicht so wirklich erklärt irgendwie. Hätte ich halt gern so, ey, das ist die Story dazu und was macht's? Ja, es macht heiß oder so, keine Ahnung. So. Gehen wir halt hier an die gute Fertigungsmaschine. So, wo waren wir? Ich brauche... Also das habe ich, das Gelbe, oder kann ich das bauen? Ne, das Weiße habe ich. Den Materiezerleger habe ich. Größerer Spind. Mach mal doch kleiner, do. Menüs, linker Button, rechter Button. Alter, wo kommt denn das her? Cool. Haben sie das Neide zugemacht oder was? Das war doch vorher nicht. Das hätte ich doch gesehen. Größerer Spind. Mir gucke mal, ich will, Glühbirne kann ich bauen. Ne, hab ich. Befreier? Handstaubsauger. Handstaubsauger habe ich. Kann ich die jetzt halt bauen, ja? Hilfsmittel, Motoren, Batterie, Autostauraum, Erweiterungsmodule, Reifen. Offroad-Reifen. So will ich hier. Die wollte ich mal auf jeden Fall bauen. Und jetzt haben wir genug stabile Energie. Die werden als allererstes gebaut, egal was kommt. Und zwar jetzt. Okay, danke. Ah ja, die lese ich jetzt gleich. Und jetzt kann ich mal gescheite Rave bauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber eigentlich wollte ich was anderes an. Zoomen. Ah, rechter Button. Ah ja, oh, jetzt hat hier. So, gut. Moment, was wollte ich haben? Da oben steht's. Verschönerungsmaschine. Okay, muss ich die da bauen oder was? Ich gehe einfach mal alle durch und gucke, ob da was dabei ist. Schweißbrenner, Ersatz Handstaubsauger. Ankerradar, oh, das wäre cool.
Mächtige Plasma war das ultimative. Wie viel Ladung habe ich eigentlich noch? 1,2. Gut, ich kann mal also schon grundsätzlich noch irgendwie was bauen. Scheinwerfer kann ich bauen. Seitliche Flutlichter. Zur Seite gerichtete Lampen. Mhm. Ja, aber das kostet ja Energie. 0,1 Kilowatt die Sekunde. Steht unten in dem Feld drin, wie viel das ich verbrauche. 0,015 Kilowatt die Sekunde. Dann würde ich eher sagen, dann tun wir die Scheinwerfer weiter ausbauen. Aber da fehlt mir Energie. Glaube ich. Oder? Nee. Mir fehlt, erforscht die Glühbirnen. Okay. Ich gehe mal hier weiter. Ah, da guck. Da kann ich mal Stahltüre bauen. Das ist wichtig, dass mein Auto nicht so schnell kaputt geht. Reif haben wir ja gerade gemacht. Was kann ich denn jetzt noch wählen für Reif? Pannensicherer Reifen. Guck mal, da unten steht die Reif, wie tauglich das sind. Also im Moment haben wir ja die Ersatzreife. Zustand, also die Health Points quasi 125, die Stroß ist A, Offroad C, Wasser C. Manchmal haben wir eine Summerreif drauf ein paar. Da ist der Zustand schon mal 50 mehr. Die Stroß sind sie sehr gut, Offroad C und Wasser C. Und jetzt die da will ich mal bauen, weil, guck mal, die haben alle schon mal nochmal 75 mehr. Health Points quasi. Auf der Stroß gehen sie so, aber wir fahren ja sau viel Offroad. Und Offroad sind sie halt super gut. Und deswegen wollte ich die halt unbedingt machen. So, Paddelreifen, das ist alles erstmal. Was ist das da? Du kannst du zusätzlichen Ausrüstungsgegenstand seitlich am Auto. Oh, das ist geil. Das steht wohl auf der Liste erstmal. Was haben wir hier? Autostauraum. Ja, okay. Verstau deine Vorräte, wie es deine Ahnen taten. Ein wenig mehr Stauraum ist nie verkehrt. Und warum alles im Kofferraum verstauen? Warum? Was ist das? Ah, das ist seitlicher Stauraum. Hä? Was ist jetzt der Unterschied zwischen... Ach, das ist seitliches Gestell. Damit kann ich ein Ausrüstungsgegenstand. Ach so, so der Staubsauger oder so. Ah, okay, das ist ein Ausrüstungsgegenstand und das ist Stauraum. Okay, verstanden. So, was haben wir hier? Benzin. Das ist was Benzin? Größer, tiefer, breiter. Dieser Kanister ist doppelt so groß wie dein alter Benzinkanister. Das lassen wir erstmal. Ihr Leid, ich lasse es sehr, sehr langsam angehen und ich behaupte die Chance ist recht hoch, dass ich das Spiel nie durchspiele. Ich habe halt einfach zu viel Spaß hier an dem Rumschraube jetzt. Das macht mir zu viel Spaß. Und die Fahrten sind halt notwendiges Übel im Moment noch. Vielleicht, ich habe halt aber gelesen, dass gerade anfangs sau schwer sein soll, weil der Auto komplett kacke ist. Also ich tue das Auto schon noch ein bisschen aufbauen und so. Und dann gucke mal. Aber, und das sage ich hier gleich, das große Damoklesschwert 22. März 2024, je nachdem man das gucke, hängt über uns. Und das große Damoklesschwert heißt Dragon's Dogma 2. Wenn das rauskommt, wird's gezockt, bis nicht mehr geht. Weil da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe mal von dem halt irgendwie mehr erhofft, dass es gechillter ist, ne? Das ist fast so Dippe wie mich, also, ne? Ja, ich kenne die Schwierigkeitsrunterschraube und so, aber ist ja egal, hopp, komm. Was motzt sich dann rum? Stadthilfe. Das haben wir schon erforscht, dann hätten wir Blitzableiter. Wenn du die elektrische Energie von Blitzen einfängst und da kann ich eine Batterie aufladen. Das ist eigentlich recht praktisch, wenn ich dann an so einem Turm oder so vorbeifahre. Die Blitze mich schon an. Das wäre eigentlich recht praktisch. Plasma-Ladegerät. Stupst du damit eine Autobatterie an? Ich hätte gern was, wo mein Auto kurz unter Strom setzt, dass wenn ein Hase auf mir hängt, dass der gebritzelt wird. Das wäre schon ziemlich geil. Aha, dieser Generator erschwert es vielen organischen und elektroorganischen Wesen, sich am Auto festzukrallen oder zu beschädigen. Aber, wow. 2 Kilowatt pro Aktivierung. Alter Falter, ey. Ich sehe schon, das wird übel. Dann hätten wir hier noch Vergasermotoren, ne? Ja, okay. So, was haben wir jetzt gesagt, was wir brauchen? Eine Verschönerungsmaschine. Ja, okay. Brauchen wir da Energie? Ja. Ja, hopp, komm, bauen wir halt, oder? Dass das der größerer spinnt, hätte ich halt auch Bock drauf. Bei uns eine Verschönerungsmaschine. Ich weiß nicht. Weiß nicht. Ah. Das ist so eine Sache, weißt du? Ey, das interessiert mich eigentlich relativ wenig, das so Verschönerungsmaschine. Pff, komm, hopp. Bevor ich mir es noch zweimal überlege, habe ich gar keinen Bock drauf. So. Warnung in den Händen tragen. Okay. Dann machen wir noch, bauen wir uns noch eine Verschönerungsmaschine. Da machen wir den Schaltknüppel, tun wir da
platziere oder keine Ahnung, wie es funktioniert. So. Okay. Lesbisch Pride? Nicht binär Pride? Was? Pangender? Ach, Pangender. Cool. Ich wusste gar nicht, dass die Pan ein eigenes Geschlecht ist. Ich dachte, das wäre einfach nur die Frau von Kronk. Ah, okay. Lerne ich noch was? Demisexuell? Alter, was sind denn das alles für Worte? Genderflux? Hey, ja, ich weiß, weißer Cis-Mann, bla bla bla, aber was sind denn das alles für Wörter? Was ist denn das alles? Oh, ich glaube, halt steht Wikipedia an, ich muss mich da mal genauer informieren. Ja, ich weiß, ich kenn Mann, Frau, ja, okay, ich kenne Mann, Frau, wie heißt das? Wann ein Mann, aber, also vom Geist her, aber halt im Körper von einer Frau ist und umgekehrt. Nee, ich meine nicht Sex. Ich meine geistig, ach ja. Ihr sind doof. So, ihr sind schuld, ihr sind doof. Ich will das hier auf einer erwachsenen Ebene hier behandeln und ihr sind einfach doof, so. Ich merke schon, wie ihr da ausguckt und so. Also, was ist denn mit dir? Ja, ist es doch, was gibt's denn noch? Transparent, das sind die, wo dann so durchsichtig wäre. Hahaha, spitze Witz, ich weiß, die ältere, die durchsichtig wäre. Habe ich geklaut. Hallo Anja. Ja, so irgendwie. Okay. Also, was ist denn das so? Habe ich das jetzt alles geschenkt, Gretel? Voll geil. Ach, das ist mein Nummerschild, ne? Zum Anlegen in Verschönerungsmaschine platzieren. Ja, ist das denn eine Verschönerungsmaschine? Aufkleber BLM. Ach, Black Lives Matter. Ey, Junge. Ich dachte, das wäre jetzt die Bundesluftwaffe-Maschinerie oder sowas. Keine Ahnung. Gender Queer Pride. Okay. Also queer ist irgendwie sowas, was man grundsätzlich was... Hey, scheiße, ich kann deine Begriffe... Welche? Kann er das? Weil er so ungefähr wisse, was es halt ist. Ey, ich bin Doffkind, ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ne? Also so ungefähr weiß ich, was es ist. Aber ich kann es nicht wirklich gescheit erklären. Okay. Das kriege ich noch hin. Was? Neutrois? Das kenne ich auch nicht. Neutroisität. Okay. Die Pride Flag für lesbische Frauen mit 5 Sternen. Okay. Streifen. Intersexualität. Was ist dann das? Nicht-Binarität. Ah, das kenne ich. Sicher. So, binär sind 2. Ey, da kommt ein bisschen was ist vom Informatik-Scheißdreck doch hängen geblieben. Binär ist 2 und nicht-binär ist halt, ja, wann halt beides ist oder nix. Oder so. Also nicht männlich und nicht weiblich. So. Und dann alles andere irgendwie. Polysexuell. Ist es dann nicht dasselbe wie nicht-binär, weil Poly ist Mehrzahl, mehrfach und sexuell ist Geschlecht. Ist das nicht dasselbe? Ich hab doch keine Ahnung, ey. Okay, Pride Flag. Klassische Pride Flag. Einfach nur die Stolzflagge. Ist das dann die Regenbogenflagge oder was? Keine Ahnung. Aufkleber, hetero-Verbündete R. Was ist ein R? Zeig, dass du zu den Verbündeten gehörst. Hetero-Verbündeter R. Also ist er einfach rechts, also rechts am Auto oder was? Ich habe keine Ahnung. A-Gender? Also die haben... Also A, so wie asexuell. A, also die haben gar kein Geschlecht oder was? Alter. B-Gender Pride? Haben wir das da oben nicht schon gehabt? Ne, das war nicht binär. Hä? Ist das... Moment, ist das nicht dasselbe? B-Gender, nicht... Hey, ihr kennt nicht einfach Hige. Ich bin schon total verwirrt, was das alles für Begriffe sind. Und dann kann er nicht hingehen und Begriffe anders benennen, die aber das gleiche bedeuten. Das macht mich komplett irre. Jesus, nein. Okay, demisexuell, Demisexualität, Bisexualität, Schwulenpride, Genderfluid Pride. Okay, da kann ich mal zumindest auch noch, weiß ich noch, was es ist. Genderflux. Was ist denn das? Und dieses Geschlechtwechsel, wann sie mit 1.21 GB in Verbindung kommen. Ich habe keine Ahnung, ihr Leid. Das ist ein Nummernschild, das weiß ich. Okay. Ja, und wo ist jetzt... Moment. Wie funktioniert das? Also, ja, ne, schon klar. Was macht denn der rechte Button? Ah, alter Schwede. Keine kompatiblen Verschönerungen? Laber nicht. Vor allen Dingen, ich hab doch... Moment. Wo ist denn meine Kiste eigentlich? Ach so, wahrscheinlich, weil es noch in der Kiste ist. Ja, wo ist denn die Kiste? Wo habe ich denn die hier geballert? Ich hab die doch irgendwo... Da?
Ey, ich weiß nicht mehr, wo ich mal Kiste hier hab. Pass auf, dann machen wir das einfach so. Kiste, komme eher herbei. Monsieur Kist. Bumm. Danke. So, pass auf. Achso. Ich hab doch so, oder war das was anderes? Gilt das jetzt nur für Aufkleber oder was? Ich hab doch so Schaltknüppel gehabt. Ne, warte mal, der Schaltknüppel ist, glaube ich, da drin. Lagere Verschönerung im Inventar der Verschönerungsmaschine. Ne, da ist kein Schaltknüppel. Ich habe so komischer Schaltknüppel gehabt. Und da ist nichts drin. Warte. Aha. Also, pass auf. Ich nehme jetzt mal... Ne, das sind nicht die Neutrinos. Die Neutrinos war von den Turtles. Ey, sorry, ich habe keine Ahnung. Hier, Regenbogen ist immer gut. So, jetzt drücke ich da drauf und es passiert was? Logbuch ansehen. Aufkleber. Ah, guck mal da, du kriegst ein Logbuch, wo du die Aufkleber erklärt kriegst oder was? Zeig her. Ach cool, da siehst du die Bilder. Ach so, okay, Black Lives Matter, okay, kenne ich. Abrosexuell? Das war doch vorhin nicht da. Was ist denn abrosexuell? Agender Pride. Asexuell? Was ist denn das die richtige Farbe? Ihr Leid, ihr Kinder. Wieso sind das alles so dunkelgrau gedeckte Farben da? Warum ist das nicht schön bunt? Also helle Farbe, wenn ich halt. Helle Farbe sind doch viel cooler wie so grau gedönselt da. Oh, das sieht cool aus. Warum ist denn das auf dem kleinen Bild oben O und rechts der Kreis quasi? Lesbisch Pride, Neutrios Pride, nicht binär, Pangender. Hätte ich jetzt gedacht, dass er mehr rot ist. Pansexuell. Ah. Polysexuell? Queer. Das... Transgender Pride. Ah, guck, das ist rein. Aber das ist viel zu dunkel. Die muss doch viel mehr leuchte, heller sein. Pride-Fortschritt. Die Pride-Flagge. Flag für Fortschritt. Was? Oh, das sieht geil aus. Das erinnert mich ans Video von Seven Nations Army. Irgendwie. Hetero-Verbündete. Zeig, dass du zu den Verbündeten gehörst. Von was Heterosexuelles. Was muss ich denn das so zeigen? Jetzt her, aber auf hier. So, jetzt pass auf. Was ist das da? Lackierungen. War doch aber... Nee, das... Was? Aufkleber-Kit Ada. Ach, so sieht das aus? Nö, das ist so dumm. So, jetzt gehen wir mal zu den Lackierungen. 3 Stück. Blauer Lack habe ich. Blauer Lack. Grau-weißer Lack. Da kann ich nicht wenigstens das Blau zeichnen. Das ist so dumm. Und hellblauer Lack. Wahnsinn. Ich kriege mich nicht mehr hin. Okay. Kühlerfiguren. Standard Kühlerfigur. Ich habe Kühlerfigur. Achso. Ah, guck, Schalthebel. So, 8-Ball Schalthebel. So. Dann hätte ich Schwuppala. Dann hätte ich gern. Jetzt muss ich wieder vom ganzen vorne anfangen. Verdammt. Lenkräder. Habe ich auch. Ich habe ein Lenkrad. Ah ja klar, habe ich ein Lenkrad. Ich habe ein Lenkrad. Also Wahnsinn hier. So, Schalthebel. Ich hätte gern denne. Auswählen. Ja, ich habe ausgewählt. Und was passiert jetzt? Also ich habe A gedrückt. Ach komm. Hey, Spiel, echt jetzt. Du nervst mich einfach. Erklär doch, was du willst. Ja, anstatt dort zu stehen, zu hupsen. Ihr Leid, das wird halt nichts mehr mit uns so. Hopp. Ich probiere da jetzt noch ein bisschen rum. Und in der nächsten Folge zeige ich dann, wie man geile Aufkleber aufs Auto drauf klatscht. Ja. Bis dahin. Bleibt mir gewogen, aber seid nicht so schwer. Und tschüss. Miau.